Folge 112 und das Training geht weiter hier bei Tales of Zestiria. Was heißt eigentlich Training ist? Wir müssen einfach durchmarschieren hier auf dem Weg zum Nautilus und irgendwie, naja, guckt's euch an. Wir werden einfach immer stärker. Krass, wa? So, wir haben eine Tür nach der anderen hier. Wir sitzen hier vom Stadtplan aus. Ist das einfach nur... Aber hier ist nichts, das ist einfach nur durch. Wow, sehr bedrohlich. Sehr bedrohlich. Ich habe was in die Hosen gemacht. Wieder Riss in der Wand. Keine Gegner, ist nie ein gutes Zeichen. Kaliburnus! Mal angucken, was macht das Teil. Oh, sind zwei davon. Ja gut, man sieht sich hier wieder. 50 steigt der physische Angriff bei ihm. Der physische sage ich schon, der Arte-Angriff. Der 50 sinkt dann der andere. Wenn halt die beiden kombinieren könnte, können wir es mal testen, wa? Wir haben doch irgendwo noch. Was? Warum soll ich denn da. Was? Extrinsisches Schwert mit Trägerschwert kombinieren, Trägerschwert plus 3. Das ist sicher das Geilste von allem. Also, es geht mit allem, was er kombinieren kann. War 35 Punkte. Ja, dann lassen wir es mal. Tschüss. Leider nur Fusionspunkte. Wo es auf die Idee kam. Ein bisschen verwirrend hier, wa? Wow, ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Dankeschön. Und genau das eigentlich wollte ich ja vermeiden, aber gut. Geht auch so relativ schnell. Schlag zu lange nach könnt. Ja, dann wollen sie halt nichts. Nö. Also deswegen, das ist echt Zubereitung. Hat Rose noch irgendwas Neues? Immer das gleiche, wo wir schon längst im Tempel drin sind. Aber ist ja egal. Gut, ansonsten denke und hoffe natürlich, dass wir im Verlauf dieser Folge ans Ende gelangen dieser Reise. Also Reise, in Anführungszeichen. Dass wir halt so weit kommen, dass wir bereits, vielleicht sogar schon zu Beginn des nächsten Parts halt, und schon Nautilus und Hildalf stellen können. Jo, wenn wir sagen, los geht's. Die Flammen der Läuterung. Och man, Leute, kommt doch mal her. Ich will auch noch. Immer noch Level Up wird's ja wieder. So, bin ich jetzt überhaupt hier? Sind wir das gleiche? Gut, gehen wir hier rein, ist das ein Raum. Ich wollte gerade sagen, dass aber kein Boss war, ist normaler. Ein Succubus! Sieht aber nicht so sexy aus, das Teil. Ja, Succubus sind hier im Prinzip Sexdämonen, wa? Kennen aus diversen Mythen, diversen Videospielen. Zum Beispiel auf The Witcher 3 kennen das Teil auch für die Viecher. Oh, wie es aussieht, haben sie ziemlich was drauf. Was hab ich denn da? Schwäche, okay. Jo, das war's für dich. Oh, zu lange gewartet. Hat sich ja voll gelohnt.
in einem Humor jetzt da reingehen. Mann, nee, was sind die Dinger hier? Bringt doch eh nix. Nur für Layla ist noch interessant, wa? Also mittlerweile doch Gegenstände bekommen, die nur für einzelne Charaktere gut sind. Oh doch, da kann man durchaus nehmen. Alter, die hohen Arteangriffe. Levelmäßig ist sie wahrscheinlich die stärkste. Ursprünglich war es noch die schwächsten, auch Entna und jetzt mittlerweile wieder Zavida. Ja, es wechselt immer ein bisschen. Hängt immer davon ab, wie schwach ich mich gerade darstelle. Alles Teiler, sag ich nie nein. So, sind wir jetzt? Beziehungsweise natürlich, wo müssen wir aber hin, wa? Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Sieht zumindest was so aus. Und dort wohl unser nächster Mini-Tempel und ich schätze natürlich auch einen Boss-Humor. Oh ne, das ist ein scheiß Viech. Ich konnte hier gerade irgendwie ein Element einsetzen. Aber gerade warum? Ach du Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir gerade ein paar Gegner angelockt. Ja genau, diese scheiß Geister noch. Ja, der Grund, wieso ich es extra nicht gesagt habe, dass es 8 einsetzen soll, war, dass es eigentlich, es soll uns eigentlich aufsparen. Den Endboss nachher. Also Endboss, Zwischenboss, war. Ja, wieder mal ein bisschen spammen. Die Geisel, die wir riefen. Wo ich ja die rangelockt habe. Oh, ja, natürlich leider, wer kennt's. So, ihr könnt irgendwo hier jetzt irgendwie eine Technik einsetzen, jetzt geht es natürlich irgendwie nicht mehr. Aber ist egal, ich sehe sowieso nichts hier. Der dritte Tempel. Was mich auch mal interessieren würde, ist, warum zum Henker sind die so angeordnet so seltsam? Das ist nicht natürlich. Also ganz ehrlich, den Architekten wird natürlich ohrfeigen. Gut, das war klar, jetzt kommen wir natürlich zur Erde. Und das letzte echt Wasser. Das falsch war. Ich schätze mal, da geht es nachher weiter. Vom Komplex her, oder? Wie die alle aufgebaut sind. Zu weit weg ist klar. Ein Wikingerhut. Für unseren guten Kumpel Zavid. Jetzt. Ah, das hier. Nee, das. Nee. Wie hatten wir es war? Wikingerhut. Den könnte man noch nehmen. Physischer Angriff wird erhöht. Der Artangriff sinkt nicht besonders stark. Jo. Passt doch. Gut. Dann mal die Wendeltreppe hoch und stellen wir uns dem Erdboss. Wir fangen da wieder so ein. Naja, ein Erdviech halt sein, wa? Was will sie sonst machen? Alles andere wäre unlogisch. Eine Art Mini-Drache? Oder ist das ein Salamander? Sieht auf alle Fälle crazy aus. So, dann, wir kennen sie bereits, also bereits der dritte Boss. Und vielleicht am Ende des Parts kommen wir noch den vierten hin und dann hätten wir echt im nächsten Part dann Heldalf und Mautelus. Die sind ja vermutlich super vorbereitet, war. Moment mal, weil wir natürlich auch gegen Erde catchen. Ne, ich lasse da wieder nach draußen. Wie es eigentlich passt denn so, wa? Amit.
Naja, fast. Sehr anfällig körperlich. Verdammt, Amit. Oh, Rose, bitte. Was ist ein Krug in den Arm nehmen? Laila, bitte. Ach du Scheibenkleister, wieder so ein Viech. Ich hab fragen, was Mac war das gerade? Amatisierte 2. Wie seltsam, ich kann so einen Artangriff nicht blocken. Unterbrech von mir aus. Ja, der hat schon was drauf. Hehe. Diese können wir auch. Mann, jetzt amatisiert doch schon ihr 2. Mal gucken, was er drauf hat. Oh, das wird dauern. Und der ist also einer der Sorte, die ein bisschen mehr drauf hat, wa? Ups! Ja! Hä? Also, hat das sehr wenig Schaden gemacht, das spiele ich jetzt. Jo, Spang Me for Life. Ihr seid mir alle scheißegal, ja, ich merk's. Also, dass es muss von dem Viech ist, aber ist aber ziemlich lame. Der die ganze Zeit schreit so. Ups, das war ein Fehler, glaube ich. Nö, hat ein Schwein. Keine Sorge, Leute, ich habe die Werte von Rose und Savida ziemlich gut im Überblick. Ja, komm, mach, ich will gerne das switchen. Dankeschön. Ja, haben wir gleich. Jetzt gebe ich ihm den Rest. Oder auch nicht. Fokus geschwächt, okay. Müsste es eigentlich klar gewesen sein. Gut, jetzt sind noch die Defense, aber... Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz amatisieren und es dann zu Ende bringen. Natürlich auch nicht, denn so viel Oh, Alter, der Schrei im Schluss. Also können wir gerne korrigieren, aber die Kämpfe, aber das Gefühl, der Feuertyp, der war eigentlich noch also Feuer. Sag mal vom Feuer, nicht Schrein, sondern Feuergebäude war. Machen wir es mal so. Der war eigentlich noch am schwersten, die anderen waren relativ easy. Ich habe gerade was gesehen von wegen, ja, ich muss den Schmetterball noch einsetzen. Noch gar nicht gemacht, war. Ja, also es ist auf alle Fälle ein cooles Training, aber das war's aber auch schon. Dem dachte ich vor allem anfangs, ja, der hält noch viel aus, da muss ich ihn noch reinpacken. Danach mit Savida und Rose war auch das ziemlich noch schnell gegessen. Ah, da komme ich ja her. Ne, ich muss hier unten durch. Obwohl hier eigentlich der Zielort gemäß Karte hier oberhalb liegt, wa? Haben wir hier noch Schönes? Wow. Ich würde sagen, abhauen. Ganz geduldig, ich glaube schon, wa? Das ist noch knapp. Na, ganz ehrlich, wo brauchen wir noch Training? Oh, hallo.
Da hätte oben wohl irgendwo noch das Wasserteil sein, wa? Wow. Beinahe erwischt das Teil. Ah, nicht die schon wieder. Ah, sehr gut, die Abkürzung von vorhin. War alles noch bitte vorbei? Das ist im Prinzip die Abkürzung im Anfangsgebiet, war? Und nicht irgendwo da vorne. Oder da hinten. Guck mal ganz kurz, war hier in der Nähe der Speicherpunkt? Ja, ne, da waren der Gegner. Jetzt zurück in die gute Stube. Das ist echt ein Hin und Her. Immerhin verlaufen wir uns momentan nicht. Was ist ein Henker? Wo bin ich jetzt? Wow! Voll erschrocken irgendwie. Oh, das ist aber langsam lustig. Da drüben waren wir schon mal. Erinnern wir uns an das Anfangsgebiet. Was macht Norman hier? Oh ja. Weniger als 400 wird aufgehoben. Wäre natürlich auch cool, wenn das ein Schaden wäre bezüglich ja, am Gegner halt war. Ich würde sogar fast sagen, wäre es für sie am besten. Haben ganz viele Gegner hier. Ach, was soll's? Packen wir schon. Oder auch nicht. Ups, das war gerade mein Fehler. Ich wollte gerade amortisieren. Alter, der Überschlag-Knall haut aber rein. Bin langsam schon down. Na, warte mal. Oder nicht. Oh, war jetzt hier in etwas... Hier. Ein Hort von Ritualschwertern. やっぱりここは同志と関係がある場所なんだな。以前は大勢の同志がいたんだよな。せめて何人か残ってくれていれば。そうだよな。けどそういう歴史の先に生きてるんだ。俺もミクリオもみんな分かってるさ。今この瞬間が歴史であることもね。未来の俺たちにがっかりされないようにしないとな。僕みたいな厳しいのもいるからね。そういうこと。Naja, wenn er meine besten Freunde war. Hallo. So, jetzt müssen wir langsam hier mal am richtigen Ort sein. Obwohl ich eigentlich an einen anderen Ort hin muss, wa? Ne, Moment mal. Doch, dann klappt's hier. Ja, doch, er muss dahin. Alles klar, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt kann ich darüber, kann ich direkt so... Nee, der will mir bloß irgendwo anders hin. Da gerade können wir so direkt zum Auto los, aber... das ist bloß eine Kiste. Gut, das ist trotzdem kein Problem. Aber die Zeit ist ein Problem. Wow, das war knapp. Kommt dann direkt rüber? Nö.
Mammut sagt, nö. Und denkt nur so, ist ja gut. Oh nein, der schon wieder. Was? Hätte mich noch erwischt. Hat doch gerade den Move eingesetzt. Oh, das ist gar mein Fehler gewesen. Da waren nur noch 2. Und noch einer. Und gar keiner mehr. Puh. So, wie groß ist das Teil noch? Ihr kriegt mich nicht, ihr Scheißviecher. Und tschüss. So ein Haarband für Edna, aber ist auch mal eine Variante. Oh ja. Vor allem Wertigkeitsblatt rechts oben. Der hat hier ziemlich viel ineinander. Geil. So. Ich wollte fragen, da kommt gar kein Wassergegner mehr. Natürlich kommt noch einer. Die Tür ist schon offen. Was ist denn das für Müll? Da ist das Wasser hinstellen, aber das ist gar nicht nötig. Kommst auch so durch. Genau, und so kann man natürlich auch direkt zu Heldalf, Mautelus, auch immer uns da hinten erwartet. Sind wir eigentlich schon bereit? Auf alle Fälle. Ist ein Monster da drüben? Ja, das ist ziemlich riesig. Vielleicht mutiert Heldalf, ja. Zuzutrauen wäre es durchaus, ja. Also Wasser hier ist natürlich totaler Fehl. Ach so. Ja, verarschen kannst du einen anderen. Dankeschön. Ja, schon durch, ne. Gut, oh. Ich habe echt keinen Bock, noch ein zweites, drittes Mal durchgehen zu müssen. Deswegen gucke ich natürlich direkt mal, was überall so dämlichen Augen hat. Das ist echt nur hier auf dem Weg hoch, war gut. Wer ist denn hier? Das ist das nervigste von allen Bossen. Was ist denn das? Eine mutierte Schildkröte? Kann durchaus sein, war. Gut, aber Leute, das Vieh machen wir dann direkt im nächsten Part platt. Dann, wir kennen den Weg ja, das können wir direkt hier drüber gehen. Und dann sieht es echt so aus, können wir ziemlich zu Beginn des nächsten Partes dann loslegen. Da drüben! Nee, das ist ein Monolith, wa? Ein Stück Fels oder so. Ich dachte echt, wäre irgendwie so ein Riesenviech. Aber gut. Die Spannung steigt. Nächste Part dann. Ziemlich sicher treffen wir auf Mautelus oder Heldalf oder bald zusammen. Keine Ahnung. Jedenfalls, wie es weitergeht hier bei Tales of Cestiria in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao zusammen. Yeah. So ey. Machen wir etwas Cooles. Coole Move oder so. Nö. Der ist stumm wie so eine Puppe. Hey Puppe, komm mal her! Nee, das sage ich jetzt los, glaube ich, lieber nicht. Tschüss!